SRF Audio. In dieser Ausgabe vom Fokus reden wir über sexualisierte Gewalt und Missbrauch im kirchlichen Kontext. Wenn euch das Thema belastet oder gar retraumatisiert, hört die Folge vielleicht besser nicht oder hört sie sicher nicht allein. SRF 3 Fokus. Ursache bei sexueller Gewalt geht es nie bloß um Sex. Es geht immer um Macht. Alle Zahlen, die ich kenne, und zwar gesamtgesellschaftlich, nicht nur in der katholischen Kirche, gehen Richtung 80-90%, wo Männer für Sexualdelikte verantwortlich sind. Also es spricht schon auch ehrlicherweise für die katholische Kirche, dass sie Leute beschäftigen weiter, wo seit Jahren sich kritisch öffentlich äußern und auch dürfen äußern. SRF 3 Fokus mit dem Stefan Büsser. Mein heutiger Gesprächsgast ist der Stefan Loppacher, Leiter der Dienststelle Missbrauch im kirchlichen Kontext. Vielleicht habt ihr von ihm schon mal gehört oder ihn gar gesehen, zum Beispiel in der zweiteiligen Reporterserie von SRF, die letzten und kommenden Mittwoch im Fernsehen gekommen ist. Herzlich willkommen bei mir im Fokus, Herr Loppacher. Vielen Dank, Herr Büsser. Ich stelle die ganz grosse Frage als erstes. Glauben Sie noch an Gott? Nein. Warum nicht mehr? Ich habe Erfahrungen gemacht in meinem Leben, wo Gott irgendwann einfach nicht mehr vorgekommen ist. Ich ihn nicht mehr erlebt habe, obwohl ich viele Jahre sehr fest geglaubt habe und auch für die Kirche tätig war, Gott anderen Menschen versucht habe, näher zu bringen. Aber in meiner eigenen grössten Krise im Leben ist Gott komplett verschwunden, also über eine lange Zeit. Und er ist nicht mehr zurückgekommen. Um zu verstehen, wie es so weit gekommen ist, glaube ich auch wichtig, dass Sie uns vielleicht zuerst erklären, was genau Ihre Aufgabe ist als Leiter der Dienststelle Missbrauch im kirchlichen Kontext. Was beinhaltet das? Also einerseits beraten wir kirchliche Entscheidungsträger, primär auf nationaler Ebene, in der ganzen Thematik, also in der Strategie, bei Massnahmen, in der Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, es geht darum, Safeguarding zu machen, Prävention voranzubringen, Massnahmen zu ergreifen, auf Studienergebnisse zu reagieren. Ja, das Thema wach zu behalten. Über Ihre Arbeit möchte ich nachher ganz ausführlich reden. Zuerst möchte ich wissen, auf welchem Weg Sie zu dieser gekommen sind. Sie sind 1979 im Kanton Schweiz auf die Welt gekommen. Sind Sie religiös aufgewachsen? Ja, sehr. In einem sehr katholischen Haus, in einem katholischen Dorf, in dem Talkessel Schweiz. Es war völlig normal für uns, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Über Jahre. Und sind Sie auch aktiv in der Kirche dort? Ja, ich bin schon seit 9 Jahren meine Strand gewesen, auch über Jahre, auch bis junge Erwachsene. Ja, und gleich kein Heiliger, so wie ich Ihre Biografie durchgelesen habe. Also ich habe da von einer Verfolgungsjagd mit der Schweizer Polizei gelesen. Also Sie haben dann doch auch eine aufregende Jugend gehabt. Ja, ich bin einerseits sehr ordnungsliebend und Regeln sind mir wichtig im Leben, aber natürlich als Jugendlicher habe ich auch gegen die Regeln und gegen die Ordnung rebelliert, sowohl in der Schule wie auch nachher im öffentlichen Raum mit frisierten Töfflis und so. Und zweimal bin ich der Polizei davongekommen und ein drittes Mal Jahre später dann nicht mehr. Okay. Was ist das für eine Kindheit, die Sie hatten? Ja, einerseits eine behütete Kindheit. Ich bin als Älteste von 6 Kindern aufgewachsen und mein jüngster Bruder ist 18 Jahre jünger als ich. Ich hatte dann manchmal schon fast mit 18, 19 wirklich eine Erwachsenenrolle als grosser Bruder auch gehabt, meinen jüngsten Geschwistern gegenüber. Ich habe sehr viel in der Natur verbracht, im Wald, am Bach. Ich habe sehr viel im Sandkasten Sachen gebaut, in einem grossen Sandkasten für mich. Ich bin neben einer Kuhweide aufgewachsen, in einem Quartier, wo sehr viele Kinder, junge Familien gelebt haben. Das heisst, ich habe oft mit 10, 20 Kindern am Abend, im Frühling, im Sommer draussen gespielt und habe so gute Erinnerungen an meine Kindheit. Wie wichtig ist die Religion für Sie persönlich damals? Ich glaube, sie ist auch in meiner Jugendzeit für meine Eltern viel wichtiger als für mich allein. Und es hat schon Phasen gegeben, wo ich in die Kirche bin, einfach um meine Eltern nicht zu enttäuschen und nicht, weil es für mich mega viel bedeutet hat. Also auch mal nach dem Ausgang bin ich am Morgen um 6 Uhr heimgekommen und am 9 Uhr wieder als brav an meinem Strand in der Kirche gestanden. Oder auch im Religionsunterricht. Oder? Wir haben wirklich uns Streiche ausgedacht und über Wochen geplant. Einmal haben wir das Skelett, den Johnny, zum Leben erweckt im Religionsunterricht, indem wir mit Nylonfäden ihn bewegt haben und Musik aufgenommen und
der junge Vikar, der ein Praktikum gemacht hat bei uns, ist nachher nie mehr in unseren Unterricht gekommen, nach der Show. Aber dann sehe ich so, das Rebellische, das haben Sie dann doch schon relativ früh gehabt. Ja, ich meine, man kann fast sagen, ich habe auch eine Art wie ein Doppelleben geführt. Oder? Am Sonntag der brave Ministrant und am Rest vom Wochenende der an Technopartys geht und auch Blödsinn anstellt und so. Ja, es hat wirklich beides nebeneinander Platz gehabt irgendwie. Oder ich habe mich mit der anderen Seite irgendwie so durchgemogelt, dass nicht zu viel bekannt worden ist. Ich sage es jetzt ganz ketzerisch, es ist ja jetzt ein Verhalten, das in der katholischen Kirche nicht unüblich ist. Ja, das ist leider so. Natürlich auf einer anderen Ebene. Oder? Also irgendwie am Sonntag brav sein als Jugendliche und unter der Woche auch Blödsinn machen in der Schule ist natürlich eine andere Kategorie, als jetzt wirklich auch ein moralisches Doppelleben zu führen. Aber ja, das ist sicher ein Aspekt, wo eine Religionsgemeinschaft wie eine katholische Kirche spezifische Risiken hat, weil sie überzeugt ist davon, meint, so viel auch im Intimbereich rund um Partnerschaft und Sexualität müssen oder können zu regulieren und zu reglementieren, der ist sicher nicht gut und führt nicht zu einem besseren, guten Umfeld, auch weil es keine Besprechbarkeit gibt. Oder? Da möchte ich gerne sehr ausführlich noch nachher darüber reden. Und Sie wissen das natürlich, weil Sie ja nachher dann trotzdem einen kirchlichen Weg eingeschlagen haben. Sie haben eine Lehre gemacht als Medienelektroniker und nachher Theologie an der Theologischen Hochschule in Chur studiert, sind 1999 ins Priesterseminar eingetreten. Wobei es dort, und da geht schon das erste Mal auch ein bisschen um Sexualität, es wäre noch fast eine Frau dazwischen gekommen. Ja, ich weiß nicht mehr, es war, ich glaube, im 2. Jahr, so, wo ich mich verliebt habe, so das erste Mal so richtig in meinem Leben. Ja, ich habe dann natürlich, wie es üblich ist, mit meinen engsten Begleitern von meinem religiösen Leben darüber geredet und ich habe dort einfach zwei sehr ungute Erfahrungen müssen machen, indem die eine Person irgendwie auf übergriffige Art sofort meine Freundin hat kennenlernen und die andere Person einfach so reagiert hat, das ist eine Versuchung vom Teufel, du musst sofort die Beziehung beenden, die gefährdet deinen Berufungsweg. Oder? Und jetzt rückblickend ist schon irgendetwas zerbrochen dort in mir. Und ich habe das aber wie einfach auf die Seite geschoben, ignoriert, habe das durchgezogen, habe eine Zeit lang extrem gelitten unter dieser Entscheidung. Das ist sicher kein guter Umgang mit Menschen, um Menschen zu begleiten auf ihrem Lebensweg. Oder? Es ist die Haltung dahinter, ich weiss als Priester, als Seelsorger besser als du selber, was gut für dich ist. Und das ist einfach eine gefährliche Grundhaltung. Und die trifft man oft im religiösen Kontext. Können Sie sich heute erklären, warum Sie damals diesen Argumenten, nenne ich sie jetzt mal, trotzdem nachgegeben haben? Warum Sie sich trotzdem weiter für diesen Weg entschieden haben? Ja, ich glaube schon, ich bin subjektiv überzeugt, dass das von dem Weg abzuweichen, dass das irgendwie auch wie ein Verrat an Gott wäre. Und ich darum, Gott, das ist wie gar keine Option gewesen. Und das ist aber natürlich auch ein Problem, oder? Die Ausbildung als Ordensperson zu leben oder als Priester in der Kirche tätig zu sein, überhaupt auch die ganze theologische Ausbildung, ist über Jahre eigentlich auch eine Phase zum Prüfen selber. Und die Institution prüft, ist jemand geeignet für die Aufgabe, aber auch für mich selber, will ich das in dieser Form und so, kann ich das? Und wenn aber von Anfang an klar ist, Gott hat dich berufen, Gott hat einen Plan für dein Leben und der Plan ist völlig klar, du musst ihn einfach ausführen, der Ansatz ist hochproblematisch, weil dann ist die Freiheit vom Individuum bleibt auf der Strecke. Aber für mich jetzt, wo reformiert, aber würde mich jetzt nicht als gläubig bezeichnen, ist das so schwer nachvollziehen, was denn so schlimm wäre an dem Verlust, wenn man jetzt eben Gott enttäuscht oder Gott verlieren würde. Warum hat Sie das damals offenbar dann doch so fest beschäftigt, dass Sie sich dem Risiko nicht aussetzen wollten? Ja, du enttäuschst natürlich nicht nur irgendwie deine Vorstellung von Gott, wo je nachdem, wo nicht nur eine Vorstellung ist, sondern wo sich sehr real anfühlt als allmächtiges Wesen, das die ganze Welt erschaffen hat, so wie es Christen glauben und wo auch, ja, jetzt hart gesagt, wo entscheidet, was nach dem Tod mit dir passiert, oder? Ob du ewiges Leben bekommst, in den Himmel eintrittst oder nicht. Und das ist ein starker Hebel. Und natürlich bedeutet es auch, ein soziales Umfeld, ein Milieu zu enttäuschen und Erwartungen von Verwandten, von Bekannten, von einem Freundeskreis, der dann sich auch in dem stark sozialisiert ist, religiös. Und das sind natürlich weitere Hürden.
genauso wie es schwierig ist, warum tritt nicht einfach jemand aus einer Sekte aus, wenn es ihm dort nicht mehr gut geht. Erstens mal ist es schwierig zu merken, wenn es mir nicht mehr gut, weil ich je nachdem antrainiert habe, meinen eigenen Gefühlen zu misstrauen und irgendeinem Lehrmeister, jemand, der einen Guru-Status bekommt, dem zu folgen, egal wie es sich für mich anfühlt, weil meine Gefühle eigentlich tendenziell sündhaft sind und gereinigt werden und. Also das ist alles, wird sehr mächtig und man verliert eigentlich, ja, man gibt eigentlich auch Kontrolle über sich auf und man verliert auch für sich selber einzustehen. Sie haben die Indoktrinierung, nenne ich sie jetzt einmal, selber am eigenen Leib erlebt, sind 2006 zum Priester geweiht worden und haben dann ab 2010 an der Päpstlichen Universität in Rom Kirchenrecht studiert und sich an einer, wie Sie sagen, katholischen Sekte angeschlossen. Die Diener des Leidens heissen die. Was ist das für eine Gruppierung? Ja, das ist eine Gruppierung, die in den 80er Jahren in Süditalien gegründet wurde, wo grosse Nähe, teilweise persönlich vom Gründer zum Padre Pio, dem grossen Nationalheiligen, wo man sagen in Italien und darüber aus gepflegt hat und auch ideologisch, religiös sich sehr nahe an so einer Leidensmystik und Leidensspiritualität eigentlich darauf abstützt. Und auch das natürlich, oder, eine von der Stärken vom Christentum ist sicher, auf die existenziellen Fragen irgendwie Antworten zu bieten, wie Tod, Leid, Verlust von lieben Menschen, der Umgang mit leidvollen Momenten im Leben und da sinnstiftend können sein für viele Leute. Aber wenn Leiden und menschliches Leid, indem sie die Nähe vom Leiden von Jesus gerückt wird und dann irgendwo idealisiert wird, dann wird es ganz heikel. Oder? Dann wird es ganz heikel. Ich habe auch erlebt, wo das dann aus dem Grund Rat von Ärzten und von Fachleuten einfach komplett ignoriert werden. Und Gesundheit von Menschen gefährdet wird. Wo zum Beispiel jemand nach einer schweren Operation ein komplettes Reiseverbot hat. Oder? Und will dann aber ein Anlass in Italien als so wichtig angeschaut worden ist, wo religiöse so wichtige Erfahrungen man macht, dass man das zum Beispiel jemand fast genötigt hat, trotzdem dorthin zu fahren und so. Also wenn ich am Schluss Leiden einfach positiv gesehen als spirituelle Erfahrung oder sogar als notwendiges Übel, um mir irgendwie den Himmel zu verdienen, weil ich so wie ein Pseudo-Jesus bin, der dann auch für andere leidet, dann fehlt ja komplett der eigene Kompass, was ich will und was ich nicht will, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Das ist dann komplett egal. Im Nachhinein fällt einem das ja so ein bisschen wie Schuppen von den Augen an, wo man denkt, Jesus Gott, ja, natürlich. Sie sehen das jetzt heute sehr, sehr klar. Aber eben, ich kann mir vorstellen, wo Sie neu in die Gruppierung hineingekommen sind. Oder? Eben, dort erlebt man ja nicht gerade sofort die Extrem, sondern wie wird man dort gezogen? Nein, klar, im Gegenteil. Also am Anfang sieht, je nachdem auch in einer Beziehung, wo am Anfang alles rosig ist, oder? Und sich dann irgendwie erst 2-3 Jahre später als toxisch herausstellt und erst 10 Jahre später daraus rauskommt, ist es hier auch, oder? Also ich muss vielleicht auch grundsätzlich sagen, ich habe auch ganz viel gute Erfahrungen in der Kirche gemacht. Ich habe auch der Kirche sehr viel zu verdanken auf meinem eigenen Lebensweg. Und ich weiss auch, dass ganz viele Leute all die negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht gemacht haben. Und auch in der Ausbildung hochsensible, kompetente Leute angekommen sind, die sie sehr sorgfältig begleitet haben. Vielleicht habe ich einfach Pech gehabt oder ich bin natürlich selber je nachdem auch ein bisschen prädestiniert gewesen, mit einem gewissen Hang zu Radikalität und Fanatismus in solche Kreise hineinzukommen, mich dort auch lange wohl zu fühlen. Ich habe tolles erstes Jahr in dieser Gemeinschaft, in dem ich in Rom mit einer Jugendgruppe, die von einem Priester von dieser Gemeinschaft geleitet wurde, in Kontakt gekommen bin. Und wir haben genauso wie sonst junge Erwachsene auch, wir haben Fußball gespielt, Freizeit zusammen verbraucht, Pizza gegessen. Sie sind der Grillmeister gewesen, habe ich gehört. Ja, vor allem später dann in meiner zweiten Romzeit, ja, auf der Terrasse im Vatikan hat es ab und zu etwas Gutes vom Grill gegeben. Es hat dann doch ein relativ abruptes Ende gegeben von Ihrer Mitgliedschaft bei diesen Dienern des Leidens. Und zwar haben Sie Depressionen bekommen. Und, was war das für eine Phase von Ihrem Leben gewesen, und was hat das dort mit Ihnen gemacht? Es ist die dunkelste Phase von meinem Leben, die schwere Depression. Und ja, man ist komplett alleine auf eine Art und Weise, wie es eigentlich
sonst für mich nicht vorstellbar war, dass man so etwas erleben kann. Für mich selber auch nicht. Bis hin zu, also ich habe kompletten Kontakt zu mir selber verloren, endgültig. Mir ist sich selber völlig fremd. Zum Beispiel schon in der ersten, ich musste immer quer durch die Stadt durchfahren. Ich war in Rom, oder? Quer durch die Stadt durch mit der U-Bahn. Und etwas, was ich nicht mehr vergesse, ist, schon bei den ersten Fahrten, oder, es ist dunkel in der U-Bahn und die Fenster sind wie ein Spiegel. Aber ich konnte mich selber in dem Spiegel nicht anschauen. Ich habe es nicht ertragen. Man wird sich selber endgültig zum Feind in einer Depression, so wie ich sie erlebt habe. Und es hat so über 2 Jahre Therapie gebraucht, um dort wirklich rauszukommen. Für mich der Ausweg war nur, ich muss mein Verhältnis zu mir selber, zu meiner Umwelt und letztlich auch zu meinem Gott komplett überdenken. Und das Letzte war dann gar nicht so anstrengend, weil wie gesagt, der Kontakt ist einfach verloren gegangen. Wir können schön sagen, wir haben uns auseinandergelebt und jeder ist seinen eigenen Weg gegangen und es gibt keine Berührungspunkte mehr. Ja. Sie wären ja so nah dran gewesen, dort in dem Moment an Gott, oder? Also nur schon physisch, oder? Im Vatikan zu sein, aber auch rund in dieser Glaubensgemeinschaft hat es dort kein Hilfsangebot gegeben für Menschen wie Sie? Mal, aber für mich nur destruktive. Oder? Indem man auch selbst unglaublich viel Mühe hatte, anzunehmen, dass die eigenen Mittel, die man als Kirche, als Glaubensgemeinschaft anbietet, dass die nicht ausreichen. Das ist wie gar nicht denkbar, dass das nicht genug ist, oder? Dass Mitglieder Hilfe von Fachärzten brauchen und so, das hätte man überhaupt nicht gerne gesehen. Also Sie haben sich externe Hilfe geholt? Ja, genau. Und ich musste auch am Anfang kämpfen dafür, dass das überhaupt zugelassen wird. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Und dort ist natürlich dann auch, dort sind einfach so auch im Kontakt mit dieser Gemeinschaft sind dann auch Sachen endgültig auch zerbrochen, oder? Wo ich dachte, das kann es nicht sein, oder? Und auch in den Jahren vor der Therapie mir bewusst wurde, wie viel von meinen besten Freunden in dieser Gemeinschaft eigentlich auch massive psychische Probleme haben, die dann auch davon gewusst haben, dass ich eigentlich mit einem Schritt schon draussen bin und dann sich mir gegenüber auch geöffnet und gesagt, du, ich im Fall auch und ich auch und ich bin schon 2-mal und so in Therapie gewesen und ich komme nicht weiter und so weiter. Also, und das sind die Leute, die eigentlich anderen später mal helfen sollten? Ja, klar. Aber das ist natürlich, oder das ist eine Grundfrage, wo die Kirche eigentlich in Zukunft sich viel mehr muss die Frage stellen muss, was ist denn das Anforderungsprofil für Menschen, die in so sensiblen Bereichen mit anderen Menschen arbeiten sollen. Und wie gesagt, ich habe absolut geniale, grossartige Menschen kennengelernt, auch in der katholischen Kirche. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die einfach nicht geeignet sind, die so viel eigene Probleme und auch eine schwierige Persönlichkeitsstruktur und je nachdem auch medizinisch diagnostizierbare Defizite haben, die dürfen man eigentlich nicht auf Menschen loslassen. Und ich glaube, da gilt schon ein Umdenken in den letzten 20 Jahren passiert. Aber wir dürfen einfach nie zurücklehnen und ausruhen. Nur weil jetzt zum Beispiel wir in der Schweiz wirklich qualitativ hochstehende Assessments, psychologische Abklärungen entwickelt haben, mit dem Amt für Justizvollzug vom Kanton Zürich zusammen. Das ist vielleicht ein Punkt, um zu sagen, Prävention muss auch in die gesamte Personalpolitik, ins gesamte HR, von der Rekrutierung bis am Punkt, wo man sich von Leuten trennen muss der Präventionsgedanke immer einfließen und auch in Prozesse integriert sein. Sie haben sich dann von dieser katholischen Sekte losgelöst, zu einem relativ teuren Preis. Ich habe gelesen, es hat sie 120'000 Franken gesamthaft gekostet, eigentlich Hab und Gut, wo sie haben müssen abgeben. Es hat sich aber gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt. Der teure Preis ist nicht der finanzielle. Oder? Der teure Preis ist das, was man mit seiner eigenen Gesundheit, mit seinem Leben letztlich auch zahlt. Und das hätten Sie ja tatsächlich fast. Sie haben da auch offen darüber geredet, dass Sie auch Selbstmordgedanken hatten. Sie haben dann in dem Sinne ein neues Leben geschenkt bekommen, in dem Sie dort rausgekommen sind, aber irgendwie auch kein Leben mehr gehabt. Zumindest nicht mehr das, was vorher für Sie ein Leben war. Ich stelle mir das vor, mit 33 dann nochmal komplett neu anfangen, ist schwierig, oder? Ja, es ist so, oder? Man steht auch dann eigentlich alleine auf der Welt oder relativ alleine, weil natürlich ein Sektenkriterium ist natürlich auch, dass wenn Gruppierungen anfangen,
ins Beziehungsnetz einzugreifen, einem abkapseln, je nachdem sogar Kontakt zur Herkunftsfamilie sollen abgebrochen werden oder verboten werden, die Freundschaften müssen aufgegeben werden und so aus was für immer ideologischen Gründen nicht. Das ist ein Grund, warum man dann so an die Gemeinschaft gebunden ist. Also auch, und teilweise auch in der katholischen Kirche, wo Ordensleute eigentlich möchten austreten, aber sie machen den Schritt nicht, weil sie ins Leere austreten. Trotzdem sind Sie bei der Institution geblieben, auch wenn Sie sich glaubensmässig und von der Institution sowieso eigentlich ein bisschen losgesagt haben. Sie haben dann 2021 den heutigen Bischof, den Joseph Bonne, als Leiter vom Fachgremium für sexuellen Missbrauch im kirchlichen Umfeld abgelöst. Warum der Schritt? Was hat Sie an dieser Aufgabe so gereizt? Also ich liebe eine Herausforderung in meinem Job, so etwas, das mich an Grenzen bringt, System zu analysieren und auch zu bearbeiten, wo hochkomplex sind, Sachen, wo ich mir auch die Zähne daran ausbeisse, energetisch und intellektuell. Und das ist wie ein Grund und das Zweite ist natürlich der direktere Grund, ist, ich kann wie in meinem eigenen Leben in der Kirche ich würde doch sagen, irgendwie genug Wahnsinn und genug Machtmissbrauch selber erlebt, wo dann für mich schon eine Motivation war, mich selber dafür einzusetzen. Schon seit meiner Doktorarbeit, wo ich mich intensiv mit Verfahren gegen Priester, die Missbrauch an Minderjährigen begangen haben, auseinandersetzen. Das ist dann wie so ein bisschen in der beruflichen Entwicklung mindestens eine Option gewesen, mich in diesem Thema zu vertiefen. In der Prävention im Bistum Chur seit 2019 und dann auf nationaler Ebene auch. Es ist ein wahnsinnig grosses und wichtiges Thema. Da würde ich gerne jetzt ausführlich darüber reden. Bevor wir das machen, bevor wir in das schwere Thema reingehen, lassen wir uns doch schnell musikalisch rasch durchschnaufen. Ich bin vorsichtig formuliert ein bisschen überrascht über Ihren Musikwunsch. DJ Tatana mit Words. Wir hören uns den Song an und nachher können Sie dann gerne erklären, warum wir den gehört haben. SRF 3 Fokus. Words
Das ist der Fokus auf SRF 3 mit dem Stefan Loppacher. Er ist Leiter von der Dienststelle für Missbrauch im kirchlichen Kontext. DJ Tatana war ihr Musikwunsch mit «Words». Warum genau dieser Song von ihr? Ja, einerseits bin ich natürlich auch ein 90er-Jahre-Techno-Boy und habe seit meiner Oberstufenzeit mehrheitlich elektronische Musik gehört. Bin an verschiedenen Techno-Partys gsi, 97 auch an der Street Parade und der Energy. Und elektronische Musik gibt mir unglaublich viel Kraft und Energie. Also bis heute vor Veranstaltungen, vor Auftritten höre ich oft ein Stück elektronische Musik, die mich einerseits ein bisschen oben runterbringt und andererseits auch mir irgendwie sehr viel Energie gibt. Und es ist auch Konstante, oder? Also ich habe meine ganze Doktorarbeit in Rom mit Progressive House im Ohr geschrieben. Und auch heute, wenn ich an Konzepte in dem Thema arbeite, höre ich Progressive House zum Beispiel. Und der Song von DJ Tatana, «Words», der Text ist viel tiefsinniger, als man es eigentlich so von einem 2000er Trance-Hit erwarten würde. Und er hat für mich viel mit meiner Thematik zu tun. Oder? Die Eingangsverse sind so im Kern für mich die Aussage, Worte allein können nichts Grosses bewegen. Im Gegenteil, und dann kommt das Zweite, oder? Words can rule. Also Worte können regieren, können auch beherrschen. Worte können deinen Geist berühren, positiv wie negativ. Sie können dich aber auch benutzen, missbrauchen. Worte können dich blind machen. Und dann kommt wie der Change, Musik aber nicht. Und das ist auch meine Erfahrung im Leben. Musik hat mich nie verraten. Und selbst religiöse Musik nicht. Musik ist extrem wichtig in meinem Leben. In sehr vielen schweren Momenten hat mir Musik wirklich geholfen, mich aufgehoben. Music can take you away, can brighten up your day. Das ist auch meine Erfahrung. In vielen schwierigen Momenten im Leben. Im Jahr 2023 hat die Uni Zürich einen Bericht zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche veröffentlicht. Über 1000 Fälle sind da zusammengekommen. 74% von denen betreffen Missbrauch an Minderjährigen bis hin zu Säuglingen. Aber wie überrascht sind Sie gewesen, wo die Zahlen rausgekommen sind? Überhaupt nicht. Weil natürlich, es gibt schon vor dieser Studie in der Schweiz gibt es aus den letzten 20 Jahren international, angefangen vom angelsächsischen Raum und auch aus vielen Ländern in Europa, vergleichbare Studien, wo ähnliche Zahlen dabei rauskommen. Und da muss man auch sagen, das ist immer nur ein Teil vom Hellfeld, oder? Also es gibt ein riesig grosses Dunkelfeld unten dran. Und ich bin überzeugt, dass man es in der Realität in den letzten 70 Jahren in der Schweiz mit einer 5-stelligen Zahl von Betroffenen zu tun haben, die über 70 Jahre sexuelle Belästigung, Sexualdelikt erfahren haben. Natürlich zu einem Teil auch in Heim, im Schulbereich, wo katholische Schulen, die die Kirche geführt hat, Heim, soziale Einrichtungen, aber auch auf Pfarreiebene. Sie haben in einem Interview mit dem Sonntagsblick ein Zitat gegeben, das mich ehrlich gesagt wirklich schockiert hat. Es geht darum, wie zum Beispiel auch Bischöfe gerechtfertigt haben, warum es zum Beispiel viel weniger schlimm ist, mit Minderjährigen Sexualverkehr zu haben, als zum Beispiel mit einer Frau. Ich würde das Zitat gerne einspielen. Ich habe das schnell nachsprechen lassen. Es gab Bischöfe, die es nicht so schlimm fanden, wenn ein Priester mit einem Bub von 9 Jahren sexuelle Handlungen vornahm, weil sie es nur unter dem Aspekt der Homosexualität sahen. Das ist zwar moralisch verwerflich, aber nicht so schlimm, als wenn es um Sex zwischen Mann und Frau gegangen wäre. Wie kann man sich das selber so schönreden? Ich glaube, es ist nicht nur schön geredet, oder? Es hat auch wieder mit Sexualmoral und auch natürlich mit einer völligen Verwischung zwischen Recht und Moral zu tun. Es gibt einen Psychologen, der auch Priester ist, Stephen Rossetti, der schon in den 80er Jahren ein Buch zu dem Thema geschrieben hat. Und er beschreibt genau das Problem, oder? Und er sagt, in der klassischen Priesterausbildung in dieser Zeit, in den 60er, 70er Jahren, ist Sex mit einer Frau ist wie, er sagt, es ist der ultimate Sin gewesen, oder? Die ultimative Sünde, die du kannst begehen, der eigentliche Zölibatsbruch. Und man hat dann sexuelle Handlungen mit Minderjährigen, oft überproportional Jungs in der katholischen Kirche.
hat man einfach als Fummelei, als moralisches Versagen abgetan, aber nicht einmal aufs Zölibat hin als eigentlichen Zölibatsbruch, oder? Wenn es nicht zu Sexualverkehr mit Penetration gekommen ist, sondern zum Beispiel gegenseitige Masturbation, oder dann hat man das teilweise wirklich wörtlich als Spielerei unter Jungs und Täter, die das auch so gedeutet haben, abgetan. Und wir hatten gar keine Kategorien gehabt, um da drinnen ein schweres Verbrechen, einen brutalen Angriff auf die Integrität von diesen jungen Menschen und von diesen Kindern zu sehen. Und hat es darum auch entsprechend geahndet, oder? Innerkirchlich, mit der Justiz hat man damals in der Vergangenheit bis vor 10, 20 Jahren kaum zusammengearbeitet. Und innerkirchlich hat man es im besten Fall als disziplinarisches Problem abgehandelt oder als Zölibatsverstoß. So. Über all dem steht eben das große Problem mit der Sexualmoral. Oder woher kommt das Bild von der Kirche auf die Sexualität, wo eben genau, glaube ich, die Ursache ist auch von dem Problem. Und nicht nur in der Kirche, sondern grundsätzlich in Religionsgemeinschaften. Es ist ja auch nicht, sage ich jetzt mal, ein Exklusivding von der katholischen Kirche. Ich kenne selber jetzt keine Religion, die nicht ein komisches Verhältnis zur Sexualität hat. Das glaube ich auch, oder? Also in jeder Religionsgemeinschaft, in jeder Religion gibt es Tabus rund um Sexualität und auch darum spezifische Risiken. Ich würde aber klar verneinen, dass jetzt die katholische Sexualmoral ein Primär- oder sogar eine Hauptursache ist für sexuelle Gewalt. Es ist einfach ein zusätzlicher Risikofaktor, wenn Sexualität religiös, moralisch so hoch aufgeladen ist, dass sie nicht mehr besprechbar ist. Weil ganz vieles, der Großteil der sexuellen Aktivität, wo Menschen heute machen, eigentlich im verbotenen Bereich, im sündhaften Bereich ist das ein Problem, weil sie können dann auch über Grenzverletzungen im Thema eigentlich nicht reden. Sie haben auch als kirchliche Verantwortungsträger vor ein paar Jahrzehnten auch keine Sprache gehabt, um die Sachen zu benennen. Oder? Bei sexueller Gewalt geht es nie bloß um Sex. Es geht immer um Macht. Das grössere Problem sind die Machtgefälle oder der Umgang mit Macht gegenüber Klientinnen und Klienten, gegenüber Gläubigen, gegenüber ratsuchenden Menschen. Und Menschen, die Hilfe brauchen in schwierigen Situationen. Und dass man die Macht natürlich auch nicht, die hätte man auch nicht wahrhaben. Oder? Es gibt auch ein Narrativ in der Kirche, wir sind alle Brüder und Schwestern, wir sind alle auf der gleichen Ebene, wir sind alle Dienende, wir stehen alle wie Jesus im Dienst von der Ärmsten. Das ist auch schön und das stimmt auch, aber wenn ich nur auf das setze, dann bedeutet es einfach, Macht zu kaschieren und nicht ernst zu nehmen. Und das ist gefährlich. Weil es gibt ein Zitat vom Zürcher Erziehungswissenschaftler Roland Reichenbach in einer Sternstunde vom letzten Jahr, wo mich in dem Thema nicht mehr loslässt, oder? Weil es etwas ganz Zentrales auf den Punkt bringt. Er sagt, die Geführten wissen nicht, wann sie verführt und wann sie geführt werden. Als Grund, warum es eine pädagogische Ethik braucht. Und ich glaube, das braucht sie allen Berufen mit Menschen in vulnerablen, heiklen Situationen. Eine Berufsethik, wo genau den Umgang mit dieser Macht regelt. Ich muss als Arzt gesund sein, dass ich am Kranken helfen kann. Und ich muss auch mehr über den Körper wissen als die kranke Person, die zu mir kommt. Und genauso als Therapeut, als Seelsorger, wenn ich gleich hilflos bin wie der Hilfe braucht, dann kann ich dem ja nicht helfen. Das heisst, das Machtgefälle an sich ist nicht das Problem oder gefährlich. Nur der Umgang damit braucht gewisse Skills, braucht sehr viel Transparenz, Reflexionsfähigkeit, es braucht klare Regeln und wie gesagt, ethische Grundregeln, die ein Verstoß dagegen Konsequenzen hat. Was wären dann so konkrete Massnahmen, die die Kirche jetzt aus ihrer Sicht umsetzen müsste, damit sie glaubwürdig wird in diesem Thema? Der Bischof von Chur, Joseph Bornmann, sagt seit vielen Jahren oft, es geht überhaupt nicht um die Glaubwürdigkeit der Kirche, sondern es muss um den Schutz von Menschen gehen. Und ich unterstütze die Aussage für 100%. Das heisst, wie kann die Kirche den Schutz von Menschen erhöhen, indem sie Präventionsmaßnahmen implementiert? Wie gesagt, angefangen von der Personalauswahl, dann in der Prävention, in die Risikosituation, in die konkrete Arbeit hineingehen. Du schaust, was haben wir für heikle Situationen, wo Menschen
müssen besonders geschützt werden oder besonders viel Sorgfalt im Umgang mit dem Machtverhältnis braucht. Und zum Beispiel, indem ich einen Ethikkodex erarbeite und implementiere oder einen Verhaltenskodex, wo in der Praxisinstrument ist, in den konkreten Risikosituationen, Halt, Sicherheit, Orientierung, aber auch klare Grenzen setzt, wie Grenzen von Menschen geschützt werden. Ich muss einen Umgang haben mit Menschen, die Grenzen verletzen, überschreiten, sich unprofessionell verhalten, berufsethische Verstöße machen und nachher auch eine klare Krisenintervention, wenn ich bei Verdacht auf eine Straftat. Dass sich ja Täter selber nicht ausliefern, das ist noch halbwegs verständlich, aber warum werden sie immer von allen anderen entdeckt? Oder? Das wäre ja auch man kann so viele Regeln aufstellen, wie man will. Wenn sich alle dann nicht daran halten, dann ändert sich halt auch wieder nichts. Ja, natürlich, das verändert sich ja auch. Es verändert sich auch in der Gesellschaft, oder? Die Bereitschaft, um jeden Preis auch prominente Tatpersonen zu decken, das verschiebt sich ja in den letzten Jahren. Ich meine, in den 90er Jahren ist eine MeToo-Bewegung einfach komplett jenseits von jeder Vorstellungskraft gewesen, dass es so etwas gibt. Oder, dass man die grossen Sterne vom Himmel holt. Und so ist es auch im kleineren Bereich. Oder? Ein namhafter Teil von Tatpersonen im religiösen, sozialen Kontext, auch im Sport, sind oft hoch engagierte, hochverdiente, hoch angesehene Personen. Und die Hemmungen, gegen so jemanden vorzugehen, das ist nicht nur ein religiöses Spezifika, das ist insgesamt in der Gesellschaft sind die Hürden sehr gross. Oder? Die Sorge dass man möglicherweise jemanden nicht ganz zu Recht oder zu Unrecht beschuldigt, die Reflexe kommen immer zuerst, oder? Und der Schutz von Menschen, das kommt ganz am Schluss. Es gibt seit Jahrhunderten Strafverfahren gegen Täter. Aber das Opferhilfegesetz, das Recht von Menschen, die Opfer geworden sind, schützt, das gibt es erst seit knapp 2 Jahrzehnten. Oder also auch hier der Blick. Und natürlich jede Organisation hat wie eine Art das Interesse, die eigene Organisation, die eigene Marke zu schützen. Der Schaden ist enorm, oder? Vom öffentlichen Renommee, wenn so etwas auskommt. Das betrifft wie alle. Und hier muss, glaube ich, ein grundsätzliches Umdenken stattfinden, indem das in den Bereich vom Möglichen kommt. Oder? Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das in meiner Organisation auch passieren kann, dann greift einfach die Logik, was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Und dann haben wir auch keinen Umgang damit. Sie haben das mit der Sexualmoral ja auch schon angesprochen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, als ich Sie nach möglichen Massnahmen gefragt habe, gedacht, Sie sagen sicher noch die Aufhebung vom Zölibat. Das ist ja immer wieder eine Diskussion, würde das in dieser Sache eine Entspannung geben? Was ist Ihre Haltung dazu? Ja, schauen Sie, das sind wie so, also ich kann die Forderung natürlich verstehen und ich bin wirklich der Letzte, der ein Loblied auf den Zölibat singen will, aber es ist wie auch eine einfache Lösung, oder? Weil das würde ja eigentlich, wenn das der grosse Gamechanger wäre, würde es eigentlich eine Monokausalität bedeuten. Oder? Das heisst, wir haben eine ganz einfache Ursache, das heisst, Menschen haben über Jahrzehnte keinen Sex und das macht sie offenbar zu Tätern. Das ist aber ein Unsinn. Oder? Also ganz viele Menschen außerhalb von einer katholischen Kirche haben über Jahrzehnte keinen Sexualpartner oder keine partnerschaftliche Sexualität und haben darum aber kein höheres Risiko, straffällig zu werden und Straftaten zu begehen im sexuellen Bereich. Das heisst, so einfach ist es nicht. Was sicher schwierig ist der Umgang mit Menschen, die mit dem Zölibat Schwierigkeiten haben. Wenn ich zum Beispiel private Bedürfnisse, wo ich nicht oder nur im Verborgenen leben darf und zum Partnerrecht darf einfach niemand herausfinden, dass ich mit einem Mann oder mit einer Frau oder mit einer andersgeschlechtlichen Person zusammen bin, dann können sie mit niemandem darüber reden, auch über ihre Nöte, über ihre Sorgen, über ihre Probleme. Und wenn sie dann natürlich das eigene Bedürfnis nach Nähe, nach emotionaler Nähe, nach Liebe, nach Zärtlichkeit, nach körperlicher Berührung in ihren Beruf hineinnehmen. Und nachher von Klienten meinen sie eigentlich, wenn es Recht sogar von Klienten, von Gläubigen, sich das zu holen, wo ganz viel Nähe ist, oder? In einer Trauerbegleitung ist emotional, auch körperlich ganz viel Nähe.
bei der Begleitung, auch bei einem Beichtgespräch bei Teenagern oder Minderjährigen, ist ganz viel Nähe, persönlich, intimste Detail. Und wenn die dann für die eigenen Interessen, zur eigenen Befriedigung und so instrumentalisiert werden, dann ist man im Hochrisikobereich. Und der Weg, Grenzverletzung und Straftat, das begehen, ist nicht mehr weit. Gerade wegen dem Machtgefälle halt auch. Wegen dem Machtgefälle, aber natürlich auch wegen der eigenen emotionalen, religiösen und psychologischen Not, wo die Kirche muss einen Umgang damit finden und eigentlich halt auch akzeptieren, dass Leute das am Anfang aus einem höheren Ideal heraus versprechen, auch in eine Orden einzutreten. Und dann bin ich vielleicht 5 Jahre dort und ich merke es oder 15 Jahre. Aber ich kann nicht mehr. Es ist wie die Hose, die zu klein wurde, sie passt nicht mehr. Es ist eine Qual, ständig in die alten Kleider rein und ich fühle mich unwohl, ich gehe kaputt dabei. Ich muss sie abziehen, ohne dass ich nachher von meinem ganzen Milieu bloß als Versager oder als Verräter gegenüber Gottes Plan behandelt werde. Sondern es muss einen Umgang damit geben, dass Leute man auch einfach anerkennt, das passt nicht für alle, es passt vielleicht sogar für die Mehrheit nicht wirklich gut und dann lassen wir es halt offen, oder? Das wäre ein Schritt, dass wir aber eben der Impact dort für Prävention, das darf man auch nicht überschätzen. Es gibt andere Mittel, die viel wirkmächtiger sind. Zum Beispiel Kritikkultur. Zum Beispiel Transparenz, eine Feedback-Kultur in den Teams, dass auch ein Chef kritisierbar ist in seinen Entscheidungen. Also er muss offenlegen, warum er so und so entscheidet. Auch ein Chef in einer Pfarrei als Pfarrer und auch ein Bischof als Chef von einem Bistum. Regelmäßige Schulungen zum Thema, Sensibilisierung von Mitarbeitern, eine sorgfältige Auswahl von Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das ist wichtiger. Und das kann man auch alles machen. Oder? Das kann man machen, ohne die Lehre der Kirche zu verändern, ohne weltkirchliche Prozesse abzuwarten. Das kann jede Organisation machen. Der neue Chef, der diese Woche dann gewählt wird, der hätte die Möglichkeit. Oder überschätzt sich jetzt da der Einfluss von einem neuen Papst? Ja, und natürlich, rein theoretisch hat er die Möglichkeit. Ich glaube, vor diesen grossen Themen hat man natürlich ein bisschen auch zu Recht Angst als Kirchenleitung, weil sie einfach zu global, zu Zerwürfnissen, auch zu Spaltungen könnten führen und zu grossen Konflikten innerhalb der Religionsgemeinschaft. Und in einer katholischen Kirche, wo Einheit, Glaubenseinheit so ein hohes Ideal ist es sehr schwierig, so disruptive Prozesse so wie aktiv durchzugehen. Da hat man grosse Hemmungen, die ich teilweise auch wirklich verstehen kann, aus einer inneren Logik heraus. Und auf der anderen Seite, ja, also ich glaube, wenn ein neuer Papst auf der Seite der Menschen steht und nicht von der Institution primär, und wenn er das Thema vielleicht noch ein bisschen weiter auf die Agenda setzt, oder? Wenn eine Religionsgemeinschaft, wo das Heil der Menschen, das ewige Heil im Zentrum steht, das dürfen wir also schon aus irdischen Wohl und von den Menschen auch erwarten, oder wo sich seit Jahrzehnten für Menschenrechte einsetzt und auch Menschenrechtsverletzungen in totalitären Systemen geiseln tut. Das wäre halt einfach konsequent, das intern auch sehr, sehr sorgfältig zu handhaben und die Menschen ausreichend zu schützen. Und dass hier auch es gibt eine eigene Kommission zum Schutz primär von Minderjährigen und von vulnerablen Erwachsenen im Vatikan, dass die Kommission nicht nur weitergeführt wird, sondern auch Einfluss gewinnt und man Prozesse auch von der Zentrale bis in das hinterste letzte katholische Land, oder? Auch wirklich aktiv unterstützt. Auch mit Ressourcen, mit Personal, mit Geld. Ich höre vorsichtigen Optimismus. Ja, schon. Ich habe keine Prognose, wer jetzt Papst wird. Aber und wie gesagt, auf der anderen Seite für die Präventionsarbeit in den einzelnen Ländern in dem Thema und für den Schutz von Menschen in der katholischen Kirche ist auf der anderen Seite lokal nicht so wichtig, wer Papst ist, sondern es gibt generell zu wenig Fachleute in dem Thema, auch in der Schweiz, nicht nur in der Kirche. Das heisst, hier ist natürlich auch der Staat, sind alle Organisationen in der Öffentlichkeit, auch grosse Firmen sind in der Pflicht, aus meiner Sicht, hier weitaus mehr zu investieren. Weil sie können nur gewinnen, oder? Also wenn ich das Risiko für Grenzverletzung, auch für sexuelle Belästigung, für
für Integritätsverletzungen in einer Organisation abbringen, wenn ich es nur schon um ein Drittel abbringen oder halbieren kann, auf 5 Jahre raus, dann werde ich einfach ein attraktiverer Arbeitgeber. Mehr Diversity, mehr Safeguarding bedeutet, ein Unternehmen auch eine Religionsgemeinschaft sein, die Zukunft hat. Es hat immer einen positiven Kosten-Nutzen-Faktor, das Thema. Und das allein müsste schon Motivation genug sein. Und auch natürlich eben Menschen ausreichend schützen und auch den eigenen Auftrag, den Schutzauftrag, den ich als Anbieter von Angeboten für Menschen mit Unterstützung möchte oder Rat sucht, machen, dass ich den Auftrag ernst nehme. Ja, da merkt man auch, eben, Ihren Auftrag geht auch über die katholische Kirche raus. Sie haben nebst Ihrer Position als Leiter von der Dienststelle auch eine eigene Firma, wo Sie Firmen beraten im Zusammenhang mit Machtmissbrauch. Welche Muster stechen da besonders hervor? Was macht Institutionen oder auch Firmen anfällig für Machtmissbrauch? Wir haben uns Machtraum genannt, die Fachstelle, weil Macht immer im Raum steht. Und die Macht muss besprechbar werden, die muss auch geteilt werden. Und ja, es geht so ein bisschen um die Elemente, die ich vorher schon mal angesprochen habe. Oder einerseits brauchen sie regelmäßiges Lernen. Also das Ziel ist, zu einer lernenden Organisation zu werden in dem Thema. Das bedeutet auch, es ist okay, dass Fehler passieren im Graubereich, dass Unsorgfältigkeiten, auch Grenzüberschreitungen passieren und dass man die besprechbar macht, dass es Prozess gibt im Team, dass man auch Personen, wo sich da zu wenig sensibilisiert sind für das Thema, dass die alle verpflichtend Schulungen machen. Prävention ist Führungsaufgabe, das heisst, es hat relativ hohe Ansprüche an die Führungsebene, wo in die Prozesse eingebunden ist, wo das auch Teil von der Firmenpolitik wird oder von der eigenen Organisation. Auch der Umgang, wie gesagt, ein sorgfältiger Umgang mit möglichen Grenzverletzungen und dann aber auch Unterschiede klar von Umgang mit Verdachtsfällen, mit Straftaten, möglichen, bis hin zu Nachsorge, oder wenn Sie so einen Vorfall haben, der ein bisschen grösser wird oder wo etwas wirklich eine gröbere Grenzverletzung oder sogar eine mögliche Straftat begangen wurde, das zerreißt ein ganzes Team. Das stellt je nachdem eine ganze Organisation auf eine unglaubliche Probe. Und auch dort brauchen sie Support, Know-how von außen und auch psychologische Begleitung von einem Team, das dann da betroffen ist. Bei der katholischen Kirche ist es institutionell logisch, aber ich will es auch noch auf eine grössere Ebene nehmen. Ausserhalb der katholischen Kirche, wie viel Anteil an Machtmissbrauch hat das Geschlecht, das wir beide haben, der Mann? Ein grosser, der grösste, der allergrösste. Alle Zahlen, die ich kenne, und zwar gesamtgesellschaftlich, nicht nur in der katholischen Kirche, gehen Richtung 80-90%, wo Männer für Sexualdelikte verantwortlich sind. Das ist die überwiegende Mehrheit von sexueller Gewalt gegen minderjährige Unerwachsene wird von Männern begangen. Das ist so. Lange hätten wir fast 100 oder 99% angenommen. Das verschiebt sich ein bisschen. Oder? Also sexuelle Gewalt durch Frauen gibt es auch im sozialen Kontext, im religiösen, auch Ordensfrauen, die schreckliche Taten begangen haben in der katholischen Kirche. Das war lange ein riesiges Tabu gewesen, und man ist davon ausgegangen, dass das wie gar nicht passiert. Dem ist aber nicht so. Aber wie gesagt, man muss wirklich sagen, das sagen auch alle Fachleute und auch alle Zahlen, die dazu Umfragen zeigen, die Forschung zeigt, dass Männer für einen Großteil der Taten verantwortlich sind. Ich glaube, das wäre dann fast noch mal ein eigenes Fokusgespräch. Jetzt haben wir mal das gehabt mit dem Stefan Loppacher, Leiter von der Dienststelle Missbrauch im kirchlichen Kontext. Als ich Ihnen den Anfang für das Gespräch geschickt habe, da haben Sie im Moment gezögert und mir nachher gesagt, ich bin nicht sicher gewesen, ob ich mit einem hauptberuflichen Komiker über das reden möchte. Warum haben Sie sich trotzdem durchgerungen? Weil nach ein bisschen Nachdenken für mich klar geworden ist, aber Humor, eine gewisse Leichtigkeit ist in dem Thema extrem wichtig. Also auch für mich, für meine Kolleginnen, wir lachen viel zusammen. Wir versuchen auch Tools, Instrumente, auch unsere Website und so von der Fachstelle möglichst attraktiv, farbig, bunt, ansehnlich zu gestalten. Weil ohne Leichtigkeit, auch in den Kursen, auch in der Veranstaltung, oder ohne eine gewisse Leichtigkeit ist das Thema nicht zum Aushalten, es ist zu schwer. Und Humor ist für mich im Leben sehr wichtig. Eine von meinen Lieblingsschallplatten als Bub war «Feierabend» vom Emil. Ich bin ein grosser Fan vom Emil, auch von Simon Enzler und auch von Satire.
ich glaube, Satire und auch Comedy, ich habe die Comedy am liebsten, die einen gesellschaftskritischen Aspekt hat oder auch lustige, aber auch komische, kuriose, problematische Aspekte von einer Gesellschaft auch parodiert, auf den Punkt bringt und auch zum Nachdenken anregt. Und ich lache sehr gerne und ich bringe gerne Menschen zum Lachen. Und Psychohygiene ist ja am Schluss, glaube ich, wahrscheinlich das Wichtigste für jeden von uns. Ja, und auch generell als Fachpersonen erst recht, wo mit so einem Thema zu tun haben, man macht das einfach sonst nicht so lang. Ich hoffe, dass Sie das noch ganz lange machen dürfen. Ich bin zwar immer wieder erstaunt, dass die katholische Kirche sie machen lässt, ganz ehrlich gesagt. Manchmal habe ich das Gefühl, sind Sie nicht einfach ein Feigenblatt? Haben Sie nicht Angst, dass Sie nur ein Feigenblatt sind? Ja, wir lassen ihn ausrufen und dann sind wir auch ein bisschen safe. Wir haben also auch schon damals bei der Präventionsstelle im Bistum Chur, habe ich mit meiner Kollegin Karin Iden das auch offen diskutiert. Das, was Sie ansprechen mit dem Feigenblatt, oder sind wir das wirklich nur und wir wollen das aber nicht sein und was machen wir, dass wir das nicht sind? Und dass wir relativ offensiv Öffentlichkeitsarbeit seit Jahren zu dem Thema machen, ist natürlich auch ein relativ bewusster Entscheid, um zu sagen, nein, wir sind das nicht, oder? Weil das Feigenblatt sind sie, wenn man einfach ihre Stelle und sich ein bisschen machen und so, aber wenn sie nachher öffentlich auch auftreten und einen gewissen Impact haben, dann nachher, ich glaube, wenn man nur eine Feigenblattpolitik hat, wäre dann der Preis zu hoch. Oder? Und warum man mich machen lässt, natürlich, es hat auch nicht nur alle Freude gehabt in den letzten Jahren an dem, was ich öffentlich gesagt habe. Das kann ich auch völlig verstehen. Also das ganze Thema und auch nachher Fachleute, die öffentlich auf wunde Punkte hinweisen oder auf problematische Aspekte und auf Risiken im System, die sind unbequem. Genauso. Und Betroffene sind unbequem. Oder? Jemand, der über das redet, öffentlich oder auch im Gespräch mit einem Vorgesetzten, mit einer Kirchenführungsperson, das erschüttert das eigene Weltbild. Das erschüttert am Schluss. Und bei den Kirchen ist es so, es entzieht vielen gläubigen Leuten irgendwo die Existenzgrundlage. Es erschüttert ihren Glauben, ihr Kirchenverständnis. Und das ist mit dem Grund, warum es so lange weggeschoben und vertuscht hat. Weil man das gewusst hat, dass der Impact wird brachial sein. Wenn Sie sich vorstellen, irgendwo vor 4 Jahren hat jemand, der Compliance macht bei der Credit Suisse, öffentlich auf das Risiko, auf das problematische Führungsverhalten von der Führungsebene hingewiesen. Der hat keinen Tag mit dem gearbeitet, oder? Also es spricht schon auch ehrlicherweise für die katholische Kirche, dass sie Leute beschäftigen weiter, wo seit Jahren sich kritisch öffentlich äußern und auch dürfen äußern. Und das bedeutet auch, dass es auf der obersten Führungsebene der katholischen Kirche in der Schweiz Menschen gibt, die das für wichtig, für nötig halten. Und andere, die mindestens bereit sind, das auszuhalten und zu akzeptieren. Das darf man auf jeden Fall positiv zum Schluss noch mitnehmen. Stefan Loppacher, herzlichen Dank für das Gespräch. Was ist das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben? Selena Gomez, «Lose You to Love Me», auch ein wichtiges Stück für mich. Ich glaube, es gehört zu der Wahrheit von uns Menschen, dass wir manchmal Sachen, die uns wichtig sind, auch Menschen, die uns lang wichtig sind, loslassen, wenn sie uns nicht gut tun. Selbst auch uns mal von einem Gott verabschieden, wenn er zwischen uns selber, mir und mir selber im Weg steht. Wunderbare Schlusswort. Dann bleibt mir noch die Empfehlung von den beiden Reporterfilmen von der Helen Arnett mit dem Titel «Missbrauch in der katholischen Kirche». Gibt es zum Schauen auf Play, SRF und auf YouTube. Und zum Schluss noch etwas, was mir persönlich wichtig ist, wenn ihr Opfer von Missbrauch sind oder jemanden kennt, der Opfer geworden ist. Es gibt verschiedene Anlaufstellen wie die Opferhilfe oder eben verschiedene Dienststellen. Holt euch Hilfe. Es gibt wirklich keinen Grund, mit seinem Schmerz allein zu sein oder Täterinnen und Täter zu schützen. Scham und Schuldgefühl, die gehören immer auf die Täterseite. Der Opfer gehört unsere Solidarität. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into
it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know it. You turned me down and now it's showing. And 2 months you replaced us like it was easy. Made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. And now the chapter is closed and done. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. And now it's goodbye for us. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.